Shalom Aleichem, ich heiße Itzik Gottesman. In der Programm, das wir haben heute an, wegen der Geschichte von jüdischen Filmen, wollen wir betrachten ein Thema, was nimmt rein, Mizrach-Europa, Russland, Sowjetverband, Meire-Europa und Amerika, bemächtigt von den letzten 90 Jahren. Wir wollen sein ein bisschen begrenzt in unser Schmutz. Zu lieb gewisse Filmen, was es pushet nicht möglich, sie zu bekommen und zu weisen. Aber zurückgerät, sind im Jahr voran genug jüdische Filme heute von verschiedenen Zeiten und Ländern zu Neufzustellen von sie an interessanten Zirkelprogrammen. Zumul wollen wir euch verbeten einen Gast, herumzureden einen gewissen Film, ein Akteur oder Regisseur. Es sind voran Bücher wegen der Geschichte von jüdischen Filmen. Und wir müssen den Mann in Reisches Call, J. Hobermans Bridge of Light, was ist erschienen in 1991. J. Hoberman, bekannt wie der langjährige Filmhistoriker von der Zeitung Village Voice, hat gehabt einen Zutritt zu allerlei Archiven und seine Studie wird auf lang bleiben ein wichtiges Wort auf der Thema. Aber es ist auch gedeiht der Mann, ein Pionier in dem Feld von den Forverts, der langjährige Filmkorrespondent David Mattes. In dem Forverts Archiv haben wir noch sein Presskarte von 1980. Mattes hat ausgelost ein Buch auf Yiddish wegen Charlie Chaplin, aber mehr wichtig sind gewesen seine Reportagen wegen jüdischen Filmen. Auf Yiddish ist gewesen der erste und derweil der einzige Filmhistoriker. Trotz der jüdische Film hat keinmal nicht vernommen als ein guter Ort in der jüdischen Kultur wie der jüdische Theater, was ist weltbekannt, ist Film sehr gierig geworden ein Teil von der jüdischen Kultur und Gesellschaft in Mizrach-Europa, anhängig noch von der Ersten Weltkrieg. In meiner Forschung wie ein Folklorist habe ich gehört Anekdoten, wie der Kino ist geworden ein integraler Teil von dem jüdischen Leben. Der Klezmer Moshe Nussbaum, welches gewinnt mein Friseur in Bronx, hat mir erzählt, als wie ein Fiedler hat verdient wie ein Begleiter von den Stummfilmen in seinen Städten. Die erste etliche Mal haben die Musiker nicht gewusst, was zu spielen, und verbitten die Jotzers. Nussbaum hat sich der Mott in einem Film wegen Napoleon, Mistama Abel Ganzes Napoleon-Film von 1927. Für eine Tanzszene hat man gespielt auf Walz, aber gleich nachdem hat man gewiss eine Schlacht auf dem Ekran, und die Musiker haben noch alles gespielt auf Walz. Wenn sie haben Sofgosov gespielt an mehr passigen Stücke mit einem gleichen Tempo, hat der Film noch einmal gebeten und gewissen eine Liebesszene. Und noch einmal ist geworden eine komische Plante und so weiter. In Mexiko hat mein Freund Selig Schnadove mir erzählt, als wenn das erst angekommen in der Stadt Mexiko, so auf 1920er Jahren, hat verdient mit einer kleinen Gruppe anderer jüdischer Bacherinnen wie Singers zu begleiten die Stummfilmen von dem Sowjetverband. Beschaß mit gewissendem Film auf dem Ekran haben sie gesungen russische Lieder. Beim Unheben von der Programm darf man bechlau betrachten dem Termin jüdischer Film. Kämen anrufen Stummfilmen, jüdische Filmen, als man hat nicht kein jüdisches Wort. Ich will sein am Mäkel in dem Part und Paskinen liberal. Gewisse jüdische Filme wie der erste Nussach von Tekiyas Kaf und Mizrach und Meirev sind nicht stumm, aber vernehmen einen ungesehenen Ort in der jüdischen Filmgeschichte. Die ersten jüdischen Filme, noch vor der Ersten Weltkrieg, haben genützt Materialien von dem jüdischen Theater. Ich habe mit Juden zurückgesehen einen 10-minütigen Stummfilm Joim Hachilpa von dem Jahr 1912, eine Bearbeitung von Josef Latenis Adrama. Visuell hat der Film gut verhabendicke Momente, eine Szene in der Beisäublung, eine Chassene, aber was ist geblieben heint ist nebach gut nicht, abgehackte Bilder an der Separamesse. Seht euch, als nur Fragmenten sind geblieben von den ersten Proben von filmierten jüdischen Pieces. Aber wir wissen von sich Reunis und anderen Dokumenten, als jüdische Dramas wie Gott von der Kumme, Mirale Efres, Mark Arnsteins Der ewige Jid, Isidor Zolotarowskis jüdische Hamlet und Tomaszewski und Seiferts Operette Das Pinta-Lied und eine Sachpiezes von Jakob Gordon hat man ja filmiert. Einmal mit jüdischen Titeln, einmal mit russischen, einmal mit polnischen. Die nannte Beziehung zwischen jüdischen Filmen und dem jüdischen Theater hat weiter existiert zwischen die Weltmilchummes und der Film noch in Club. In dem Film Gott, Mensch und Teufel, bearbeitet von Jakob Gordons Piece, hat man herausgelassen in 1915.
Die Materialien von anderen klassischen Filmen hat man genommen von klassischen jiddischen Dramas, wie Grüne Felder, Tevye de Milchike, Onkel Moses und die berühmteste Drama und Film von allen, Der Dibbe. In unserem Programm wollen wir gucken auf eine ganze Reihe Filme, von den Stummfilmen von den 1920er Jahren, wie der sowjetische Film Jiddische Glicken, bis die ersten Klangfilme wie Onkel Moses, die Filme von Moshe Oishe, die leichte, komische, musikalische Filme von Molly Pecan, die stündliche Amerikaner-Filme von den 1930er und 40er Jahren, Filme produziert noch in Chur, und Filme auf Yiddish von den 1980er und 1990er Jahren, was nutzen Yiddish mehr wie ein Symbol. Bis Kimmerdeckel Programm, ich wünsche euch einen guten Tag. Das hat gerade zu euch Itzik Gottesman.